Jeff Bohnen. Herr Bohnen, die Antwort. Merci, Herr Präsident. Der Energiepreis spielt eine wichtige Rolle für die Kompetitivität von unserem Land. Dabei könnte der kächte günstige Strompreis hilft, die Energietransition voranzutreiben. Die vierige Regierung an Madame Rapporteure darauf angehangen hat, an der Energiekrise Strompreisdeckel dezidiert den als am Jahr 2025 op Talschend reduziert gin, an ass den am kompensiert gin mat enger Energieprim, die verdreifacht gin ass. Mat dem Haigesetz schaff mal lo eng weiter Beihilf am Bereich vom Strommarché. Eng Beihilf op de Netznutzungskächten. Wir begrüßen als CSV, dass 150 Millionen Euro an den Grab geholt gehen, für den Strompreis weiter kompetitiv zu erhalten. Aber wir begrüßen noch, dass das über den Weg von den Netznutzungskästen geschieht. Wir wissen, dass die EU-Kommission kritisch war mit der Preissubvention und dass die lang auf die Krise limitiert sind. Der Preis von der Energie muss dem Kostenpunkt entsprechen. Wir rechnen wohl mit dieser Maßnahme mehr Nutzer vom Strom. Nicht nur die unter 25.000 Kilowatt leihen. Wir rechnen die Privatménagen, das gesagt gehen. Ein Standardménage wird in Zukunft 200 Euro mehr Strompreis. Damit rechnen wir vor allem die vulnerabel steht, weil der Stadtteil hat das gewiss, dass die vulnerabel steht proportional am meisten von dieser Strompreis oder von diesem Netzpreis besser profitieren. Und dann rechnen wir Kleinbetriebe, Restaurants, Bauernbetriebe, Handwerksbetriebe, die bislang nicht konnten profitieren von der Maßnahme vom Strompreisdeckel, weil sie über die 25.000 Kilowatt raus Strom genutzt haben, und sie die letzten Jahre den ganz hohen Strompreis von 35 Cent immer müssen bezahlen. Mit der Heilmesur unterstützen wir mittelständische Kleinbetriebe, was für uns als CSV eine wichtige Priorität ist. Natürlich die Industrie, darüber haben wir auch schon eine Bande geschwärzt. Da ist ein niedriger Energiepreis ganz wichtig für eine Industrie in Europa, aber speziell auch als Lützeburg zu erhalten. Für all das Akteuren erlaubt, dieses Projekt de loi Kosten zu reduzieren, und vor allem die Investitionen an die Elektrifikation mehr interessant zu machen und damit die Transition voranzutreiben. Herr Präsident, wir stimmen das Gesetz für ein Jahr. Der Montant von 150 Millionen ist am pluriannuell, aber auch über das Jahr weiter vorgesehen. Das ist wichtig, am Ende zu behalten und zu evaluieren, wie der Mechanismus funktioniert, gegebenenfalls anzupassen, wenn es Notfälle gibt. Für uns ist es wichtig, dass konsequent an den Netzausbau investiert wird, dass der finanzielle Support, den wir heute Netzbetreiber geben, auch an einem verstärkten Ausbau von den Infrastrukturen, an einer Modernisierung für die Zukunft resultiert. Nehmen dann als das Budget nachhaltig investiert und trägt auch langfristig zur Energietransition bei. Abschließend will ich noch einmal betonen, ja, zu den 150 Millionen Euro, und damit wollen alle Akteure davon profitieren, eine wichtige Unterstützung für die Ökonomie und auch für die Energietransition. Und damit gehe ich den Akkord von unserer Fraktion.